Nora May, wer bist du? Ich bin nicht einfach ein Name auf einem Cover, ich bin eine Stimme, die aus dem Dunkeln kommt, aus Rauch, aus Erde, aus dem, was man oft nicht laut sagt. Ich bin keine glatte Sängerin, keine perfekte Figur, keine schöne Maske für eine Bühne, ich bin rau. Ich bin kantig, ich bin manchmal zornig, manchmal still, manchmal so nah am Schmerz, dass man fast meint, ich red nicht mehr, sondern ich blut. Nora May ist die singt, wenn andere schweigen, die hinschaut, wenn's unbequem wird, die nicht fragt, ob das jetzt sauber, modern oder passend ist. Ich bin der Ruf, der aus dem Bauch kommt. Warum Heidenruf? Weil Heidenruf nicht brav ist, das ist keine Musik, das ist sauber anzieht und freundlich nickt. Das ist barfuß durch kalte Erde, das ist Ruß an die Hände, das ist ein Herz, das noch schlägt, obwohl es schon oft getroffen worden ist. Heidenruf ist für die Leute, die spüren, dass in ihnen noch was Altes lebt, nicht aus Museum, nicht aus Verkleidung, sondern echt so ein Gefühl, wenn der Wind durch einen Wald geht und du auf einmal merkst, da ist mehr. Da ist Erinnerung, da ist Wurzel, da ist Schmerz und da ist Kraft. Was unterscheidet dich von Runenhain? Runenhain ist der Hain, der Ursprung, der Ort, wo die Bilder groß waren, wo die Runen gerät haben, wo das ganze Würde gehabt hat. Aber Heidenruf ist näher dran, näher am Mund, näher am Dreck, näher am Dialekt, näher an dem, was man im Alltag mit sich um und um trägt. Runenhain schaut oft zum Himmel, zu die Götter, zu die alten Zeichen. Heidenruf schaut er direkt in die Augen und sagt, ja, das bin ich mit meinem Schmerz, mit meinem Grant, mit meinem Glauben, mit meinem Trotz. Das eine ist der Hain, das andere ist der Schrei draus. Was bedeutet Dialekt für dich? Dialekt ist nicht bloß Sprache, Dialekt ist Haut, Dialekt ist Kindheit, Dialekt ist, wenn ein Wort nicht nur geredet wird, sondern aus dem Leib kommt. Hochdeutsch kann schön sein, aber Mundart hat Narben, Mundart hat Dreck unter die Fingernägel, Mundart kann lachen, fluchen, beten und weinen, ohne dass sie verstellen muss. Wenn ich in Mundart rede oder sing, dann ist es näher an der Wahrheit, weil ich dann nicht versuche, edler zu klingen. Ich klinge dann so, wie es aus mir kommt. Was willst du den Menschen geben? Ich will einer kein Trostpflaster geben. Ich will nicht sagen, alles wird leicht, weil das stimmt nicht. Aber ich will einer sagen, du bist nicht allein, wenn's schwer ist. Du bist nicht falsch, wenn du dunkle Gedanken hast. Du bist nicht schwach, wenn die was zerlegt hat. Manchmal muss ein Mensch erst brennen, bevor er merkt, was in ihm nicht verbrennen kann. Und genau dort fange ich an, bei dem Rest. Der bleibt bei dem Funken, der nicht ausgeht. Was ist Markus für dich? Markus hat mich nicht einfach erfunden, das wäre zu wenig. Er hat mir eine Stimme gegeben, wo in ihm selber vieles gesteckt ist, Schmerz, Zorn, Sehnsucht, Heimat. Eine Suche nach Wahrheit, ein Trotz gegen das Glatte, das Falsche, das Austauschbare. Ich bin nicht Erbe. Ich trage was vor ihm so wie ein Echo, das im Wald länger bleibt als der erste Ruf. Vielleicht bin ich das, was entsteht, wenn einer so lang kämpft, bis aus seinem Innern eine eigene Stimme aufsteht und sagt, jetzt red ich. Bist du dunkel? Ja, aber dunkel heißt nicht böse. Dunkel ist ein Wald bei Nacht, dunkel ist eine Stube. Wenn nur ein Kerz brennt, dunkel ist eine Seele, die viel gesehen hat und trotzdem nur warm ist. Ich bin dunkel, weil ich nicht so tue, als war alles hell. Ich bin dunkel, weil ich ehrlich bin, weil ich weiß, dass im Schatten oft mehr Wahrheit liegt als im grellen Licht. Was kommt als nächstes? Mehr Wahrheit, mehr Kante, mehr Mut. Heidenruf wird nicht versuchen, jedem zu gefallen. Das wäre der Tod vor allem, wofür steht. Es wird Lieder geben, die wehtun Lieder, die kranteln Lieder, die beten ohne brav zu sein Lieder, die einen Ort aufreißen, den man vielleicht lang zugemacht hat. Und wenn einer zuhört und danach sagt, das hat mich erwischt, dann war's richtig. Was sagst du denen, die Heidenruf erst jetzt entdecken? Komm näher, aber erwart keine saubere Geschichte. Das hier ist kein glänzender Weg. Das ist ein Pfad durch Wald, Nebel und altes Gewand. Da hängt was in der Luft, da knackt was im Holz, da redet was mit dir, wenn still genug bist. Heidenruf ist nicht nur Musik, es ist ein Zeichen, dass man noch spürt, dass man noch nicht komplett glatt geschliffen ist. Und wer
wer das versteht, gehört vielleicht schon lang dazu. Warum hält zum Schluss Bayern oder Österreich? Ich bin Österreicherin, das trage ich in der Stimme, in der Art, im Blut, Berge, Täler, alte Lieder, ein eigener Stolz. Aber Markus Hunenhain, der kommt aus Bayern, und trotzdem ist es keine Grenze zwischen uns Bayern und Österreich sind nicht fremd, es sind Brüder, zwei Seiten vom selben alten Herzschlag. Der Dialekt ist verwandt, der Schmerz verwandt, der Trotz an. Und wenn Heidenruf ruft, dann gibt es über die Grenze drüber, als wär's nur ein Bach im Wald.